Dit is Tibri, Radio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario, met Onse Jeschicht. Onse Jeschicht handelt van de Mennonieten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico trokken, en van deze afschnitt verhandelt George Rampel, de schrijver van de Geschicht, meer van wat nu gedaan wordt in Manitoba, van Mennonieten die nu van Mexico en Latijns-Amerika teruggekomen zijn naar Manitoba. Ik zie Herrn Rampel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht Nummer 82. Ditmal vertellen wir noch mehr davon, wo die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurück nach Manitoba gekommenen Mennoniten und denen noch kommen hier an die kirchengeistliche Gemeinschaft lehren, wo sie Gemeindeglieder sind und so weiter. Vor vielen Jahren, was 2004, hat die Old Colony Mennonite Church of Manitoba 4 Kirchen. In Gartitz, in Rosenort, in der Rosetown, in Blumenfeld und in Rheinfeld. Aber im Jahr 2004 spult war ein Port von der Old Colony Mennonite Church of Manitoba auf. Diesmal wären dort die Predigers Ebe Rampel und Ebe Wieb mit über 200 Gemeindeglieder. Die Ursache für diese Spulung wäre nicht bloß, aber zum großen Teil war da der Konflikt, wer in Wohnsprach gebraucht worden soll, en gottesdienstliche Versammlungen, Sonntagsschule und Jugendringrecht. Die nie gewählte Ältesten der oldkolonischen Gemeinde und die meisten uns und auch die Mehrheit von den Gemeindegliedern feilten, dass wir all Hochzeit geworden, dass mal mit 2 Sprachen Gottesdienste angefangen worden soll. Oder 2 Sprachen. Man dachte, man soll mal anfangen, mehr auch die englische Sprache zu brauchen in ihre gottesdienstlichen Versammlungen. Und besonders auch in den Sonntagsschulklassen für die Kinder und in ihrem Jugendunterricht. Aber diese beiden oldkolonische Predigers, Ebe Rampel und Ebe Wieb, und ein paar von den oldkolonischen Gemeindegliedern wollen wie Plattdeutsch geholene Gottesdienste bleiben. Das wären nicht bloß, aber besonders viele von den älteren von Mexiko zurückgekommene Lied. In Süd-Manitoba sind auch noch einmal sehr viele Mennoniten, besonders von den älteren Oldkolonie-Mennoniten, wo die englische Sprache nicht gut genug gelehrt haben, die englische Predigten verstehen zu können. Für die fehlt dort noch einmal neidig an Deutsch geholene Gottesdienste. In Süd-Manitoba kommen auch immer noch mehr neue, jüngere Älteren, mit ihren Familien von Mexiko oder von anderen lateinamerikanischen Ländern, verwohnen dort hier auch noch an Deutsch geholene Gottesdienste fehlt. Und dort es hier dabei für so ein Lied noch einmal neidig an deutsche Predigten fehlt, dort bleibe ich verstehen wie alle. Aber soll es nicht gewonnen haben, dieselbe Kirchen beides zu haben, englische und deutsche Predigten, so habe ich manch eine Gemeinde dort nicht mal in Manitoba, aber überall in Kanada, dort vor vielen Jahren donen gemusst. Und so hat zum Beispiel die Zion Mennonite Church bei Chancenfeld dort auch von der noch. Ich habe ja das natürlich allemal von Büten beobachten gekonnt, und dabei verstehe ich diese ganze Sache nicht in Fall. Aber ich verstehe das so, wenn das bloß das Sprachenproblem gewesen wäre, was die oldkolonische Gemeinde hat, dann hat das vielleicht noch gewonnen. Dass die Gottesdienste in Beitsprachen hatten zu holen gewonnen in oldkolonische Kirchen. Aber da wäre scheinbar noch eine andere Ursache für diese letzte Spulung an der Oldkolonie ihrer Gemeinde im Jahr 2004. Und dort wären scheinbar die von lang her jährlichen überstehenden Abhotungen und Utleihungen über auf die weitergeborene Mensch all in diesem Leben Heilsgewissheit haben kann oder nicht. Und diese sich jährlichen überstehenden Abhotungen und Utleihungen sind all von lang her nicht mal in der oldkolonischen Gemeinde in Manitoba, aber in oldkolonischen Kirchen überhaupt. Und dort das eine Ursache worden kann, um eine Gemeinde abspulen, dort ist für viele von uns Mennoniten schwer zu verstehen. Wir glauben jedoch alle, dass die Antwort zu der Frau in unserem alten Katechismus recht beantwortet worden ist, wenn er da fragt, was ist die wahre Glauben? Dann die Antwort zu dieser Frau wird mit dem Vers aus Hebräer 11, Vers 1 so beantwortet.
Der wahre Glauben ist eine gewisse Zuversicht von dort, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dort, was man noch nicht sieht. Und wenn dort trotz dieser klaren Antwort aus dem Wort Gottes noch immer so eine Menschen mag uns hilft, wollen da behaupten wollen, dass es in dieser Welt nicht eine Heilsgewissheit geben kann, auch nicht für die aufrichtig wiedergeborenen Christen, dort ist für viele von uns schwer zu verstehen. Denn das Wort Glauben haben, so es dort in dem ganzen Wort Gottes gebraucht wird, und besonders auch in Hebräer 11, Vers 1, dort bedient je ein festes Vertrauen haben. Und dort wird hoffen, so es dort in dem ganzen Wort Gottes gebraucht wird, dort meint je eine gewisse Zuversicht zu haben, oder auch ein sicheres damit Rechnen zu haben, dort uns Glauben an Jesus Christus, oder uns Vertrauen an Jesus Christus, uns versichern, durch uns ihren Leben durchtrauen wird, was an derselbe Ewigkeit nimmt. Diese klare Antwort zu dieser wichtigen Frau von Kindheit an auswendig gelehrt zu haben und dann diese Antwort auch noch auf viele andere Städten im Wort Gottes bestätigt zu finden und dann doch noch nicht daran zu glauben, dass es eine Heilsgewissheit geben kann für die wiedergeborenen Christen, dort lässt sich für viele von uns gar nicht verstehen. Bitte, wenn man lieber dort Wort brauchen will, eine lebende Hoffnung auf ein solches Aufscheiden aus dieser Welt zu haben, als das Wort eine klare Heilsgewissheit zu haben, dann wird wir dort, glaube ich, alle noch verstehen können. Und ich glaube, dort ist bei vielen von unseren Lieden voll. Mein Vater sieht auch nicht, ich habe eine klare Heilsgewissheit, aber er sieht, ich habe die Hoffnung, seilig sterben zu können. Und als er dort sieht, dann frage ich ihn, was meint ihr da kriegt mit, wenn ihr sagen, ich hoffe, seilig sterben zu können. Und dann sagt er, wenn ich sage, ich hoffe dort, dann meine ich rechne da ganz mit. Und dann ganz damit rechnen zu können, dort meint dasselbe, was eine klare Gewissheit zu haben meint. Wer also in diesem Sinn lieber das Wort Hoffnung zu haben, brauchen will, als das Wort Heilsgewissheit zu haben, dem darf wie, so als ich das Wort Gottes verstehe, nicht sagen, dass es nicht gut genug ist oder dass das nicht taugt. Aber wenn man behaupten will, so als so viele von unseren Menschen dort wollen, dass wir dort mal erst dann erfahren können, ob wir selig gestorben sind, wann wir waren in der Ewigkeit angekommen sind, dann war das spricht dort alles, was das Wort Gottes von Gottes wundervollem und sicherem Heilsplan, den er durch Jesus Christus durchgeführt hat, zu sein hat. So eine Antwortung und Auslegung war das spricht auch die Antwort zu dieser Frau in unserem Katechismus, wenn die sagt, der wahre Glauben ist eine gewisse Zuversicht von dort, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dort, was man noch nicht sieht. Als alle anderen Apostel all den Märtyrertod gestorben wären und bloß noch der über 90 Jahre alte Apostel Johannes lebt, dann schreibt er, um alle wahre Christen zu versichern, dort, wer den Geist Jesus Christus, den Sohn Gottes, an seinem Hort wohnen hat, dem wir dort ewige Leben dadurch versichert. Als des Apostel diese biblische Wahrheit in dem 1. Johannesbrief all wiederholt betont hat, dann seht er die Christen in Kapitel 4, Vers 9, was dort hier so. Wenn wir Menschen ihr Zeichnis annehmen, dann ist Gottes Zeichnis noch greater. Denn Gottes Zeichnis ist dort, dass er gezeigt hat von seinem Sehen. Wer an den Sehen Gottes glaubt, der hat so ein Zeichnis wie sich. Wer Gott nicht glaubt, der merkt am zum Lehner, denn er glaubt dem Zeichnis nicht, und Gott von seinem Sehen zeigt. Und dort ist das Zeichnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, und so ein Leben ist in seinem Sehen. Wer den Sehen Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sehen Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So habe ich euch geschrieben, dass ihr glauben an den Namen von Gottes Sehen, so dass ihr dort weiten, dass ihr dort ewige Leben haben, und dass ihr an Gottes Sehen seinen Namen glauben. Also nur diese, dem alten Apostel Johannes seine Wort, dann sagt Gott selbst, oder ihr selbst das Zeichnis dort, wer Jesus seinen Geist an seinem Hort wohnen hat, der hat das ewige Leben, und dort, wer dit Gott sein Zeichnis nicht läuft, dem wird am zum Legen.
Und danach immer nicht glauben zu können, dass die wahre Christen eine Heilsgewissheit haben und davon reden können, das lässt sich gar nicht verstehen. Worum redet wir auch Kolonier und Sommerfelder unter uns in früheren Jahren immer von einem begemeint worden oder von einem begemeint sein? Und es steht von einem Bekehren oder von einem bekehrt sein. Ich glaube, dass es in Mexiko unsere Ölkolonien und Sommerfelder nu auch all ein bisschen anders geworden. Aber lang wird das doch noch immer so, dass unsere Lied meistens nicht sehr jährend von Bekehrung reden wollen. Zu sagen, dass man sich bekehrt hat, das wird nach meinem Verkommen so sein, als wenn man damit frohlen will. Dabei redet man von einem Bekehrtsein meistens mal als von einem begemeint geworden sein, von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden. Oh ja, in dem Inhalt von vielen Predigten, und besonders in den sogenannten Fahrjahrskirchen oder Fahrjahrspredigten, da wir damals, als wir noch jung waren, all immer viel der Rede davon, dass der Mensch sich bekehren soll. Und dabei wurden auch viele Schriftstätten angegeben und gelesen, wo die Menschen zu einer wahren Bekehrung rütforderten, wo auch besonders die Jugend dort rütforderten. Und dass der Mensch dort von der tun soll, bis er keinmal wisst, ob er morgen noch leben in die Gelegenheit zum sich bekehren haben wird und so weiter. Aber wir alle reden damals nicht von einem Bekehren, aber von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden. Und sogar unsere Oms reden, bitte an ihre Predigt, immer bloß von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden, nicht von sich bekehren. Das fehlt mehr so, als wenn von dem Wort bekehren kein anderer reden muss als der Prediger. Und als wenn der Prediger selbst auch noch mal bloß in seine öffentliche Predigt von Bekehrung reden muss, wenn er die Zuhörer von der Kirchenkanzel verdrügt, dann in Umred, bitte an seine Predigt, auch immer bloß von einem begemeint worden oder von einem gedeiht worden. Die meine Beobachtungen an dieser Sache, und wo man uns all immer, weil all in öffentliche Predigten von einer Bekehrung redet, aber in unsere allgemeinen Unterholungen vor vielen Jahren immer davon, als von einem begemeint worden oder gedeiht worden redet, möchte ich mit einmal in den 19 Tagen der Jahren, dort viele von unseren Liedern davon auch anfangen, als von Bekehrung zu reden. In unseren Unterholungen von einem begemeint worden oder gedeiht worden, vertrübt man sich so wie langsam auch mehr und mehr von Bekehrung zu reden. Und dort kam, so als ich dort über die Jahre beobachtet habe, wenigstens zu einem Teil dadurch, dort in Chihuahua, Mexiko, immer noch mehr von unserer Ölkolonie Kleingemeinde Predigten hielten, und wo die Prediger open von einem Bekehren redet, und dort man Kleingemeinde ganz frei und open von einem Bekehren unterholen darf. Und es steht von einem begemeint worden. Und zum anderen Teil feil ich immer mehr, kam dort immer mehr frei von Bekehrung reden zu können, auch dadurch, dass viele von unseren Menschen sich in Südontario in ihrem eigenen Haus die Predigten von dem großen Evangelist Billy Graham oder von anderen Evangelisten angehört haben und eingesehen dadurch, da Tracht gefangen haben, wird eine wahre Bekehrung zu Jesus Christus wir und wurde passiert. Und dadurch haben immer mehr von unseren Menschen mit ihrem Wort Frieden merken gekonnt oder Frieden gefangen und haben so dann auch gelehrt, frei von Bekehrung reden zu können. Und viele andere von uns, die wir in Kanada fort geworden wären von den verschiedenen anderen mennonitischen Kirchen oder auch von der kanadischen Ölkolonie-Gemeinde in Ontario und auch in Manitoba, die haben dadurch auch gelehrt, frei von Bekehrung zu reden und nicht bloß von einem begemeint worden. Und nu war das noch, wo die von lateinamerikanischen Ländern nach Manitoba gekommenen Mennoniten Gottesdienst pflegen. Die Manitoba Ölkolonische Oms, Brampel und Bieb, in der Gruppe von Gemeindegliedern, wo sich mit Antaub von der Ölkolonie Mennonite Church of Manitoba auftraten, die organisierten 2004 ihre eigene Gemeinde.
nieuwe gemeente noemen als German Old Colony Mennonite Church of Manitoba. Zij hebben 2 kerken. Ze hebben de Old Colony Rosetown Kerk gekregen en hebben zich bij Hoogveld nog een nieuwe kerk gebouwd. Ze hebben ook al 3 nieuwe predikers gewählt en ordiniert. Nadat de trennung aan de Old Colonische gemeente passiert is en de gründung van de nieuwe Old Colonische gemeente fertig is en in deze nieuwe gemeente ook nog 3 predikers gewählt en ordiniert worden zijn, is ook sogar nog de oude Old Colonische älteste Johann Wieb overgegaan naar deze nieuwe Old Colonische gemeente. Nu hoopt man dat beide Seiten zich über ihre Verschiedenheiten terechtvingen en zich zo weiter worden gegenseitig anerkennen leren. De Schullehrer Peter Harder, waarna viele von uns noch bekannt ist, wird der erste von Mexiko zurück nach Manitoba gekommene Mann, waarna aus der nicht nur Mexiko uitgewanderde Old Colonie 1936 in Manitoba aus einer neuen Old Colonie Gemeinde organisiert haben und diese Gemeinde als Prediger gewählt wird. Davon habe ich einmal Eier geredet. Der zweite von Mexiko zurückgekommene Mann, waarna in diese neue Old Colonie Gemeinde als Prediger gewählt wird, und dann lot auch noch als Ältester, dort wir Jakob Penner, auch ein gewesener Schullehrer. Und dann wird Jakob Neudorf, waarna als Kind mal etliche Jahre mit seinen Eltern in Mexiko gewohnt hat und dann auch mit Antop zurück nach Manitoba gekommen wir, der dritte von Mexiko zurückgekommene Mann, waarna in der Old Colonische Gemeinde in Manitoba als Prediger gewählt wird. Und dann wird Willi Thiessen, waarna ein Sohn ist von seinen Eltern, waarna 1936 von Mexiko zurück nach Manitoba gekommen wären, als Prediger gewählt in der Old Colonische Gemeinde in Manitoba. Hier müssen wir für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr davon, wo die von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern zurück nach Manitoba gekommenen Mennoniten, in denen noch kommen, hier an die Kirchen geistliche Gemeinschaft lehren, wo sie Gemeindenglieder sind und so weiter. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel.